Ja, und die Vulkane, die brechen einfach irgendwann aus. Und sie haben also ziemlich hohe Damage. Also, hohe Damage, ich meine. Sie machen sehr viel kaputt. Alles im Umkreis, wo ich weiß ja nicht, ich habe noch nie einen gesehen. Erst so in so einem Mod-Review habe ich einen gesehen. Oh. Das sind ziemlich viele Mobs. Autsch. Und es ist nicht sehr gesund, wenn man gerade nebendurch ein Haus hat. Weil das ist dann garantiert. Wow! Stirb, Skelett, stirb! Autsch! Oh, ich weiß nicht. Das ist dann garantiert verbrannt nach dem Vulkanausbruch. Und der schießt auch so, was sagen wir denn, Lavabälle, glaube ich. Und die Lavabälle, wenn die neu mit auftreten, ich meine nicht auftreffen, gibt es auch, also fließt dort Lava. Das heisst, wenn jetzt du einen Turm hast auf deinem Haus und ein Lavaball trifft den Turm, dann kommt dort oben, wo du getroffen hast, von diesem Block, kommt dann so ein... Autsch! Stirb! Brav. Kommt dann so ein Lavafall oben runter. Eben nicht sehr gesund. Oh, da hat es Palmensetzling, wenn mich nicht alles täuscht. Da können wir mal schauen. Palm Sapling. Episch. Da sehen wir jetzt Kokosnuss da besser. Lewe kann ja da eine. Die kann man jetzt da pflanzen. Also einfach ansetzen, da kann man sie mit dem Schwert hauen. Was ziemlich unnötig ist. Ja, jetzt brauchen wir noch Schöfli. Sicher das Schöfli? Nein, das Huhn. Stirb, Huhn, ich will mir nicht mehr während das Schöfli. Stirb! Ja, endlich. Nochmal das Huhn. Stirb. Wie viel Hose haben wir? So, was haben wir eigentlich? Nochmal das Huhn. Was läuft mit diesen Hühnern? Ich kann eigentlich lieber Schäfli-Störung als Hühnerstörung. Dort hinten hat es dann noch so einen Bamboo-Tree oder wie man das immer sagt. Oh, Bambus. Da brauchen wir für ein Buch. Es gibt so ein, wenn man so Bamboo rundherum tut und dann ein Buch in die Mitte, gibt es so ein, sagen wir dem, ein Guide. Mit dem Guide kannst du immer, wenn du etwas Neues abgebaut hast oder entdeckt, kannst du dort drin anschauen, was man mit dem alles so machen kann und so. Ist ziemlich nützlich, vor allem wenn man nicht keine Ahnung von dem Mod hat. Dann gibt es dort so die, ich weiß nicht genau wie die heißen oder wie man dann sagt, aber die droppen so ein, wie kann man das beschreiben, so ein, ja, so ein Teil, halt ihren Panzer droppen. Das sind so Reptilien, so kleine. Die droppen ihren Panzer und aus dem kann man sich dann eine Rüstung machen. Und wenn man die Vollrüstung hat, dann hat man, glaube ich, so Feuerresistenz. Das hat es jedenfalls in dem Mod-Review-Video gegeben, das ich gesehen habe. Hä, die wachsen durch Blätter durch, das habe ich auch noch nie gesehen. Also von den Säbeln haben wir jetzt sicher genug. Aber ich brauche immer noch Schäfli. Da vorne hat es, glaube ich, eine Wüste mit Palmen. Oh, aber Schäfli. Wo sind Schäfli? Ich kann nichts machen ohne Schäfli. Wir brauchen 9 Wolle mindestens. Also 3 fürs Bett, 3 für den Liegestuhl und 3 für das Ding. Ich kann es euch schnell zeigen, wie wir so ein... Nein, das ist schon nötig. So ein Liegestuhl craftet, aber ich denke, das ist nicht nötig, das sehen wir ja dann immer noch. Ja, eben, es ist mein erstes Let's Play und ich wäre froh über eine Rückmeldung. Wenn es euch gefallen hat, dann
freut mich das natürlich sehr, aber es könnte natürlich auch gut sein, dass ich irgendetwas falsch mache und ich wäre froh, wenn ihr das würdet sagen und nicht einfach, ja, du bist scheiße. Es wäre gut, wenn da noch irgendeine Begründung oder so dahinter wäre, damit ich auch weiss, wo ich bin. Kühe. Ich glaube, jetzt schon jedes Tier gesehen, aber noch kein Schwein. Das ist doch immer so, oder? Noch kein Schäfli. Ist doch immer so, alles hat es außer Schäfli. Ah, da hat es Ananas. Also, ich kann jetzt schnell demonstrieren. Wenn man oben abhält, dann bleibt der unter bleibt dann noch. Oh, den kann ich jetzt nicht mal aufnehmen, der fährt er noch vor. Dann bleibt der noch und kann nachwachsen, aber da so geht alles weg. Hier vorne hat glaube ich auch Schäfli. Hat es glaube ich auch Schäfli, kann man sagen. Genau, noch etwas in diesem Tropicraft. Oh, sehr gut, sehr gut. Nachher. Eben, es gibt neue Mobs halt. Dort gibt es auch, also die normalen Bäume droppen dann so das Röhrfurt. Glas braucht man nicht. Einfach nicht das da. Und die normalen Bäume, aus diesen Blättern kommen zum Teil so Orangen, Grapefruit und all der Mist kommt dann nochmal raus. Das heisst, man hat eigentlich immer genug zu essen. Wenn man genug so Bäume abholzt. Da hat nochmal Ananas. Die spawnen glaube ich so random, also Zufall. Zufällig. Stirbschaf. Wow. So, ich glaube, jetzt haben wir dann noch fast genug Wolle. Oh, vielleicht sollte ich wieder mal etwas schlabbern, mal Bröts. Schäfli dort oben, komme ich da hoch? Oder auch nicht, glaube ich. Schäfli, ich bringe dich um, komm da. Autsch! Oh, mein armer Arsch. Schon jetzt ist es im Arsch. Es fühlt sich, glaube ich, voll verarscht, mein armer Arsch. Das Schwert braucht man. Aus diesen Kokosnüssen, das habe ich auch schon herausgefunden, kann man dann rundum, also so 4 TNT rundum setzen. Wie heisst es? Sprengpulver und dann kommt man sogenannte Bomben über. Also ich weiß nicht, ob sie Bombe heisst, aber jedenfalls die Funktion von einer. Oh, noch ein Schärfli brauchen. Ist da ein Schärfli irgendwo? Hoffentlich. Ich möchte mal schauen. Das wäre jetzt überhaupt nicht geil, wenn es einfach ein Schärfli. Na gut, wir könnten eigentlich schon über. Also ins Tropengebiet, aber da haben wir halt noch kein Bett. Das ist ein bisschen scheisse. Wenn wir dann in der Nacht verrecken können, glaube ich, wieder da raus. So. Dreck auf die Hand. Kohle. Nehmen wir jetzt nicht mit. Oder schon? Ja, ja. Das war eh nur eine. Ich finde ja. Oh, da oben hat es ja noch ein Schäfli. Hat sich gelohnt, dass wir da gegangen sind. So, ich hoffe, wir haben jetzt noch einen guten Spawn. Weißt du, es nehmen einfach alle Schäfli. So, ich schlage vor, dass wir nachher unseren Liegestuhlplatz da oben machen. Das heisst, wir tun fast schon weg. Ja, die Sichtweite habe ich auf normal, weil es schlägt und ja, ich habe gedacht, lieber keine Lags und auf normal als Lags und auf, weiß ich nicht, Ultralight oder so.
Dann ist halt das Glas jetzt da. Wo muss es sein? So. Dann kommt der Working Bench. Den wir auch mal anstellen. Dann brauchen wir rote Farbe. Dann färben wir die Wolle. Rot. Und jetzt machen wir hier einen Liegestuhl. Einen roten. Und dann dazu noch einen roten Sonnenschirm. So, der Sonnenschirm stellen wir da hin. Tada! Schöner Sonnenschirm und der Liegestuhl da. Wunderschön, wunderschön. Da kann man nachher reinhocken, aber jetzt brauchen wir zuerst noch mein schönes Bier. Da und Kokosnuss so drauf. Jetzt haben wir hier ein Pina Cola da. Ich nenne es jetzt einfach Dingbier. Wie heisst es? Tropenbier. Und dann bei einem Sonnenuntergang hocken wir da rein und trinken schön fein unser Bierli. Wunderschön. Oh. Drifting into the tropics. Da, 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 da. Welt wird simuliert.